Ja, guten Tag, liebe Lü, das wird Tiet für Plattdeutsch zum Kaffee. Wie use verleden San hab ich all ankündigt, dass wir von doch wer ein Gast ut Vorl habt von der Niederdeutsche Bühne. Hanna Raden ist to uns kommen. Hanna Raden ist ein von den jungen Lü von der Niederdeutsche Bühne in Vorl. Und wenn ich hab das dann mal versucht, hab so ein bisschen versucht, sie vorher kennenzulernen. Und dann, was mag man von doch, man gibt wie Google das Stichwort Hanna Raden in. Und dann kriegt man als Antwort, ja, Igelpension in Bobenstroh und Diakonie. Aber was hat das all, Hanna, mit Plattdeutsch zu tun? Ja, was hat das mit Plattdeutsch zu tun? Also, das ist so, wir haben morgen, wir haben immer ein bisschen, ja, Schied auf Terrasse und dann haben wir gedacht, was kann das wohl wesen? Und dann haben wir gut gefunden, das kommt von einem Igel. Und dann haben wir mal so eine Wildkamera aufgestellt und dann, ja, haben wir gesehen, das war nicht nur ein, das war immer mehr. Und dann haben wir gedacht, dann mussten die auch hochwertiges Foto kriegen. Und dann haben wir dann ein bisschen was gut gestellt. Dann haben wir uns informiert, was wir dann zu tun haben. Und ja, mittlerweile kommen jede Nacht bitte 8 Igel zu uns. Igelpension. Ja, wir haben einfach seit Igelpension, weil wenn das so ein Bild sind, dann ja, ist das Igelpension. Ist das so? Ja, genau. Gut, und liebe Lügi hört, die kommt nicht ut Nordenham und sie kommt auch eigentlich nicht ut Vorl. Das ist, sie schnackt auch nicht, sondern sie brot. Genau. Plattdeutsch, sie kommt ut aus Friesland. Auch darüber kannst du noch ein bisschen was erzählen, Hanna. Ja, also ich bin Plattbrote, ich bin Lerone und seit 6 Jahren bin ich nur in Farel. Ja, und ich bin so ein waschechter Ostfries von Burenhof. Und ja, meine Ollen, die haben immer Platt mit mir Brot und ich hab dann auf Hochdeutsch Antwort. Aber ich sag mal, das sitzt in mir drin, man muss das nur aufröpen. Und ja, und ich finde, das ist so ein neuer Sprach, das muss man erholen. Und darum, ja, lebe ich auch das platt und ich denke auch platt. Ja, das ist so wie mir. Ich weiß auch nicht. Das sitzt so drin, ne? Ja. Und du träumst auch platt, oder? Ja, bestimmt. Das auch, ja. Das hört alle Tö. Gut, wie bist du dazu gekommen, wie die Plattdeutsche Bühne in Vorl anzufangen? Ja, also im Grunde habe ich Kontakt zu der Burdecker und Jadebach und der hat gesagt, Hanna, du musst die Nummer von der Dieter Köck haben, der ist bei der Niederdeutsche Bühne in Farel und der bruken die Löwig, ne? Also so ein Plattbrote können die hell wunderbar bruken. Ja, und so war's das dann haben wir telefoniert und nun habe ich ein Projekt, ne? Ein eigenes Projekt mit junge Lü. Das ist, ja, ich freue mich helldüchtig, dass ich das, ja, morgen tut auch, ne? Hast du selbst auch auf der Bühne stehen? Nee, noch gar nicht. Also mit Theater habe ich noch gar keine Erfahrung. Das so gar nicht, aber das Plattdeutsche ist ja das, was bei mir so der höchste Anteil dann hat, ne? Also das, was Dieter Kück wie verleden Mola sagt, die Frank Witkowski ist der Regisseur, der das Projekt von Theater betreut. Genau. Und du willst mit dir jetzt die Sprache üben oder so. Richtig. Sprachparty werden, ja. Genau, also wir haben nur Sortedach, auch die erste Auftaktveranstaltung. Da haben wir uns dann Turben mit der Helle. Jugendliche, die sind so von 12 bis 18 Jahren. Und das ist so eine neue Truppe. Und wir sind so froh, dass wir die alle gefunden haben. Ja, und die haben auch alle ein bisschen Erfahrung. Und ja, das ist wirklich einmalig. Und das ist nicht nur Frank Witkowski, der wir haben. Das ist ja der Regisseur. Wir haben auch Annika Veit und Janik haben wir noch. Und die unterstützen auch. Und ja, und ich mag hauptsächlich das mit der plattdeutschen Sprache dann, ne? Wie läuft das? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr das versucht hinzukriegen? Ja, also wir haben gesagt, mit Weihnachten will wir das so haben, dass wir die Rollen all verdellen und dann im Grunde fängt mein Hauptarbeit an, dass ich dann mit den Kindern die hele Rollen durchspül, dass die das richtig gut broten und dass die das mooi lernen können von mir oder dass ich das auch vielleicht abnehmen kann, dass die das immer wieder aufspülen könnt und ja, und bis dahin habe ich auch, sind ja noch ein paar Monate bis Weihnachten und da habe ich doch dann
wir haben all Sorte Dach moi Lied zusammen gesungen, also sowas und auch, ja, die erste Sätze bildet mit den Kindern, also ich bin Saskia oder ich komme von so und so, meine Hobbys sind das und das, so die Grundkenntnisse so ein bisschen lernen und ja, das wird wunderbar. Aber sie macht auch eine theaterpädagogische Grundausbildung mit Frank Witkowski. Die steht immer auch direkt dann auf die Bühne und spielt dann all im Grunde Theater hier, ne? Oder wie mag ihr? Ja, also Frank Witkowski, der mag dann immer die Theaterübungen. Das ist im Grunde die Vorbereitung für die hele Sorg, dass die all ja, so Grundzüge von Theater und was ist überhaupt Theater, dass die das lernen. Aber wie gesagt, also ich bin für die plattdeutsche Part zuständig, was Frank da mit den Kindern mag. Ich bin gespannt, was das all wird, ne? Ja. Aber du wolltest dann irgendwann auch selbst auf die Bühne, oder? Ja, wenn sich das anmelden hat, warum nicht, ne? Also, ja, kann passieren, ne? Also Schnack wie mit Dieter, dann mal ja, gesondert. Genau, vielleicht hätte er noch ein Rollover. Genau. Gut. Ja, noch einmal zurück zu das Thema mit jungen Lü arbeiten. Ja. Also für die ist das sicher, dass du dabei bleibst und für die ist auch sicher, dass das ja 12 auf deinen jungen Lü dabei blieft. Und du siehst auch dann so was wie eine Zukunft für die niederdeutschen Bühnen wie us in der Gegend, oder? Ja, also ich finde das ja auch hell wichtig, dass man den jungen Lü mit in Boot holt, dass die an der plattdeutsche Sprache, der sehr eigentlich die kennen das ja von Hus ut, die können das ja all verstehen. Also ich glaube von den fetten Kindern, was nur zwei dabei, die da gar nichts mit zu tun haben, aber die anderen, die können das all verstehen von Oma oder ja, und das ist dann so wichtig, dass man das dann auch an Leben behält und dass das auch wiedergeht, ne? Also dass das fördert wird und ich sag, wenn man so wieder mag, also auch mit den Medien ist ja im Moment ein Bild, dass man da was morgen kann, also ich finde, das kriegt man hin, ne? Also, dass man die jungen Leute dafür begeistern kann auch, ne? Ich weiß, dass du über die eine berufliche Tätigkeit mit Kindergarten zu tun hast. Gibt das so was wie eine Idee, ja, so Kooperation mit Schulen und Kindergarten zu machen? Ja, also da habe ich mir noch gar keinen Gedanken drauf gemacht. Also ich bin ja in Verwaltung und ich bin sozusagen der das im Background, der Regen und so was mag und Löhne und Gehälter. Also mit Kindern ja nicht so im Grunde, aber ja, warum habe ich mir eigentlich noch gar keinen Gedanken drauf gemacht, aber da kann man anknüpfen, also das ist eine gute Idee. Ja, also ja. Ich frage die das nicht von ungefähr. Ich bin Ja. ja mal, kann ich an dieser Stelle sagen, ich bin mal Schulmeister gewesen und gibt einen Erlass, der hält die Region und ihre Sprachen und da ist genau fastlegt, was an plattdeutschen Unterricht in den Schulen eigentlich gemacht werden muss. Ja. Also ich gebe die jetzt mal den Tipp mit, ob den Pateröchner Ja. Vorl. Also die Kooperation mit Schulen und Kindergartens ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt, da voranzukommen. Also vor allen Dingen auch, was das Vorbereiten, was die Sprache angeht, für die Theaterspielerei in den Schulen stattfinden kann. Ne? Ja, das finde ich hell moi. Vor allem, wenn man das von Kind ob dann auch kennt und dann sagt man, in Kindergarten haben wir das auch all, dann ist das so eine Erinnerung, die positiv herutgeht und dann willen die das auch vielleicht noch ein bisschen Erde. Ja, da kann ich mir gut vorstellen. Wunderbar. Aber du bist genau das Beispiel dafür, die ist gar nicht plattschnackt worden. Alle habt sie plattschnackt, aber habt sie mit die schnackt, habt sie hochgeschnackt. Ja. Aber das, was hangbleiben ist in Achterkopf, Ja. das ist die Sprache und jetzt muss man bloß dafür sorgen, dass das über die Zungen kommt. Und ich Ja. kann dir sagen, wunderbar, aus Friesplatt. Ja, wunderbar, danke. Ich mag das gern hören. Ja, wird schön. Ich mag das Wird gern, moi. mit dir gern tollostern. Ich sehe immer noch die eine Schwierigkeit, das gibt ja so plattische Puristen, die dann sagen, dort ist gerade das richtige Platt, hier in Vogel schnackt sie ganz Ja. anders. Lass die doch nicht verrückt morgen. Nee, das haben wir an Sortedach auch festgestellt. Ich habe noch einen Freund mit, der hat noch ein bisschen mitholpen und der hat das Oldenburger Platt. Und da haben wir auch morgen, ich sag dann Maude, Möde und Faude und der sagt Mada und Vater. Ne? Das ist so noch für hell was anderes, aber das mag nichts. Das ist all recht. Also bei Plattdeutsch gibt nichts, was verkehrt ist. Habe ich auch zu den Kindern gesagt. Und als wir dann so eine Feedback-Runde hatten, haben die auch alle gesagt, wo wunderbar das ist, dass sie nun keine Not mehr haben für die Sprache, weil das ist gar nicht so stur, als man denkt. Ne? Und das ist der wichtigste Satz. In Plattdeutsch gibt das kein verkehrt oder richtig, das Ja. gibt bloß Plattdeutsch. Und
das richtige Stichwort zu sagen. Ich sag hartlich Dank, dass du gekommen bist. Ja, dass hey, du die auch gern. dann wegmacht hast. Ich drück die, ich hol die Dooms, da das klappt mit der plattdeutsche Ja, vielen Jugendtheater Dank. in Vorel, da das vorangeht. Und das vielleicht dann vielleicht habe ich dann auch noch das Glück, ja, in 5 oder Meeting, auch ein Jahr, diese jungen Lü auf die Bühne in Tivoli in Vorel Ja, zu sehen als bestimmt. Theaterspieler. Ja, Nochmal hartlich also- Dank. Ja, hey, gern. Komm, Danke. Ich sage go auch zurück. danke und noch einen Helmut da und mit Annemol, ne? Ja, mit Jo, andermal. Oh, tschüss.